Wenn Sie heute das Leben unserer Kinder betrachten, wachsen sie in einer medialen Welt in der Familie auf. Aber sie werden auch in allen Situationen mit Medien konfrontiert. Und ich stehe auf dem Standpunkt, dass es vernünftig ist, die Kinder nicht diesen Medien auszuliefern, sondern diese und sogar früh angemessen darauf vorzubereiten, diese Medien zu nutzen, sie auch einzusetzen, um ihre Gedanken zu äußern, Kreativität zu entfalten und vor allem, die Kinder sollten früh lernen, den kritischen Umgang mit diesen Medien zu üben. Wenn ein Kind eine Werbung im Fernsehen sieht, muss dieses Kind in der Lage sein, die Frage aufzuwerfen, wem dient diese Werbung? Was für eine Realität steckt dahinter? Wer hat Interesse dafür, dass diese Werbung teuer bezahlt in das Zimmer des Kindes hinein projiziert wird? Wir brauchen also einen kompetenten, kritischen Umgang mit Medien. Eine andere Vorgehensweise wäre pädagogisch nicht nachvollziehbar. Die Stärkung der Medienkompetenz ist nicht nur bei den Kindern, sie ist genauso bei den Erzieherinnen absolut notwendig. Denn sie sind aufgewachsen in einer Welt, die nicht so medial war wie die Welt der Kinder von heute. Die Aus- und Fortbildung ist der richtige Ort, wo man diese Kompetenz vermitteln kann. Denn diese Fachkraft wird heute herausgefordert, mit den Kindern gemeinsam Medienkompetenz in den Einrichtungen zu stärken. Das heißt, mit den Kindern gemeinsam Grunderfahrung mit Medien zusammen. Mit den Kindern gemeinsam die Kompetenz zu entwickeln, diese Medien sinnvoll einzusetzen für ihren eigenen Bildungsprozess, etwa im kreativen Bereich oder im Bereich der Dokumentation oder im Bereich der Informationssuche, vor allem für solche Informationen, die im Alltag des Kindes nicht immer verfügbar sind. Und schließlich muss diese Fachkraft gemeinsam mit den Kindern eine kritische Kompetenz entwickeln, nämlich die Medien als gemachte Realität. Also dieser kritisch-konstruktive Umgang mit den Medien ist das, was wir heute brauchen. Ich denke, dass wir heute zur Kenntnis nehmen müssen, dass wir ein breites Feld von Pädagogen zu qualifizieren haben. Über 400.000 im Elementarbereich. Diese kann man nicht konventionell über Seminare und direkten Umgang erreichen. Wir brauchen neue Technologien bei der Professionalisierung der Fachkräfte. Und vor allem dann, wie das Bibernetz die Möglichkeit eröffnet, nicht nur Kenntnisse zu erwerben, sondern auch Lerngemeinschaften zu gründen, Erfahrungen auszutauschen, dann ist das Bibernetz sicherlich der beste Weg, wie man diesen Qualifizierungsprozess bundesweit auch erreichen kann.